Hi, ich begrüße dich ganz herzlich zu einem kurzen Live. Ein Live, wo wir ein bisschen besprechen wollen, was das Thema ist nächste Woche. Und ich weiss nicht, ob du gemerkt hast, aber nächstes Wochenende ist ein Abstimmungswochenende. Es hat verschiedene Referenden, wo wir darüber abstimmen. Hast du das schon studiert? Hast du schon gehört von dem? Kannst du vielleicht abstimmen? Oder möchtest du gerne abstimmen? Oder interessiert dich Politik überhaupt nicht? Du kannst mir schreiben im Chat und mir du kannst deinen Senf dazugeben. Du kannst sagen, was du möchtest zu dem Thema. Also, wir haben am nächsten Montag eine Geschichte, eben vielleicht nicht unbedingt über das Referendum jetzt, über die Abstimmungen, die am Wochenende sind, aber wir haben so einen jungen Mann, der eben Ausländer ist und in der Schweiz wohnt und sich sehr aufregt über die auslandfeindliche SVP und so die Initiativen, die sie lancieren. Trying to change your YouTube settings. Okay. Ich weiß nicht, was ich da mache. Irgendwo etwas ist mir aufgegangen. Hallo LCBD. Guten Abend, Vikas. Hallo zusammen, wie geht's euch? Vielleicht könnt ihr gerade dazu Stellung nehmen und schreiben, könnt ihr schon abstimmen? Oder vielleicht habt ihr das Abstimmungskuvert schon geschickt und das ist schon auf der Post. Oder vielleicht könnt ihr am Sonntag abstimmen. Oder ihr könnt mal sagen. Ich möchte gerne meinen Abstimmungsbrief morgen schicken. Ich glaube, es ist höchste Zeit. Und ich habe das ein bisschen verschwitzt bis jetzt. Ich habe nicht gemerkt, dass die Zeit so schnell vergeht und dass ich mich entscheiden muss, was ich abstimmen will. Bin ich dafür oder dagegen? Das ist manchmal gar nicht so einfach zu sagen. Bin ich für die verschiedenen Initiativen oder dagegen? Zum Beispiel die Umsetzung des Projekts der Besteuerung von Grossunternehmen. Bin ich dafür oder dagegen? Ja, aber, nein, vielleicht ist das ja, nicht ganz so, wie ich es gerne hätte oder so. Was denkst du? Hast du dich mit diesen Abstimmungsfragen beschäftigt? Unser Held der Geschichte, der ist nachher nicht glücklich über die Abstimmungen und dass er nicht abstimmen kann. Und das ist eine Motivation für ihn, dass er viel lernt und sich für den Schweizer Pass bewirbt. Also er macht die Einbürgerung und dann kann er endlich auch selber stimmen. Olivia, du hast keine Ahnung über das Schweizer Referendum. Ja, wenn du nicht abstimmen kannst, dann nachher ist es vielleicht auch nicht interessant für dich, um dich mit dem zu beschäftigen. Das nächste Wochenende stimmen wir über das Gesetz von der Unternehmensbesteuerung ab, dass jedes Unternehmen muss für mindestens 15% Steuern zahlen muss. Hallo, Hanna von Thurgau. Mir geht's gut. Ich schicke dir auch liebe Grüße. Bist du schon abstimmen oder hast du deine Briefe schon geschickt? Oder kannst du noch nicht abstimmen? Olivia, du kannst leider nicht abstimmen. Findest du gut, dass wir über alles abstimmen in der Schweiz? Über jenste Sachen. Man muss einfach genug Unterschriften zusammenbringen und dann kann jeder sein Referendum lancieren. Und ist das gut oder ist das zu viel? Was denkst du?
Olivia, du musst den Schweizer Pass haben. Genau, du musst dich einbürgern. Vielleicht kannst du dich ja schon einbürgern. Das Ding ist, mein Mann hat das auch so, man muss bürokratische Sachen machen. Also man muss Formulare ausfüllen, man muss ganz viel irgendwie Dokumente haben und so. Und das ist eine mühsame Sache. Und darum hat mein Mann gar noch nicht angefangen, das zu machen. Das ist viel Arbeit, genau. Und dann nachher hat man noch ein Gespräch mit einer Kommission und dann können die entscheiden, ob man geeignet ist oder nicht. Und das ist viel Stress. Das ist viel Stress, denke ich. Weil du nicht genau weißt, was auf dich zukommt und wer die Leute sind und wie die Leute sind und sind sie positiv gesinnt oder nicht positiv. Also, aber es ist gut, wenn man politische Verantwortung übernehmen kann. Du hast den Brief noch nicht bekommen. Ich denke, kannst du abstimmen in der Schweiz. Ja, wenn du abstimmen kannst, dann kommst du so ein Kuvert über, ein Stimmkuvert. Im Kuvert sind alle nötigen Informationen. Vikas, deine Frau ist eine Schweizerin und dann kannst du sie beeinflussen. Du kannst mit ihr diese Themen diskutieren und ihr könnt zusammen eine Entscheidung treffen, was die bessere Entscheidung ist. Dafür oder dagegen Ja stimmen oder Nein stimmen. Ah, Olivia, es kostet einen Haufen Geld. Ja, natürlich, man muss etwas zahlen für den Schweizer Pass. Mein Mann ist Pol und ich habe den polnischen Pass bekommen und ich muss sagen, ich habe gar nichts zahlen. Das war viel besser gewesen, umgekehrt. Gut, und dann hat man so ein Stimmbüchlein und in diesem Stimmbüchlein, das kann man dann durchlesen. Und dann, man kann sich auch in anderen Medien orientieren und informieren. Und dann sollte man sich eine Meinung bilden, vielleicht auch, wenn man diskutiert mit Freunden oder mit Familienmitgliedern oder mit Arbeitskollegen, kann man diskutieren. Und dann irgendwann muss man dann eine Entscheidung fällen, was sage ich, was ist meine Meinung dazu. Genau, ich tue noch gerne mit meinem Vater diskutieren oder mit meiner Mutter. Die studieren die Sachen ein bisschen tiefer und sie haben noch gute Argumente dafür oder dagegen. Gut, also die nächste Geschichte geht um das Referendum. Genau, wenn man will, kann man auch sagen, schauen, was empfiehlt die Regierung. Das ist hinten schon aufgeschrieben. Wenn man nicht weiss, was die Regierung und das Parlament, die geben immer eine Empfehlung raus. Und wenn man nicht sicher ist, dann ist es vielleicht gut, wenn man diese Empfehlung wahrnimmt und übernimmt. Hanna, dein Mann ist Schweizer. Also er kann abstimmen und du kannst als Marokkanerin sehr wahrscheinlich nicht abstimmen, aber ich glaube, du kannst, wenn du verheiratet bist mit ihm, kannst du relativ schnell auch selber den Schweizer Pass bekommen. Also, ich weiß es nicht genau, aber mein Mann hätte schon lange das Recht dazu, Schweizer zu werden. Aber die Bürokratie ist das, was uns abschreckt. 3-mal Ja, genau. 3-mal Ja ist die Empfehlung vom Parlament und vom Bundesrat. Also, das war es für heute. Am nächsten Montag am Abend um 8 Uhr haben wir unseren VIP-Schweizerdeutsch-Kurs. Und in diesem VIP-Schweizerdeutsch-Kurs ist am Montag reden wir über Abstimmen. Und das ist hier oben. Könnt ihr darauf klicken und euch informieren und den Kurs gratis testen. 30 Tage lang gratis testen. Es würde mich freuen, euch zu sehen, online am Montag am Abend. Macht's gut. Tschüss zusammen.